Dunkel ist es, Freunde, hier bei Januar 1800. Immer noch bei Cronfalls offenbar. Ja, mehr oder weniger zumindest. So, und die Frage aller Fragen ist ja, wie machen wir in der heutigen Folge weiter? Wie gehabt natürlich, wir haben ja immer noch sehr, sehr viel zu tun, unter anderem Sidequests. Ich weiß, du hilfst der guten Sache. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Oh, wir hoffen, wa? In fröhlichen Clipper 12 Tonnen Schweine, wa? Mhm, die hat's um ihren Schwein. Ja gut, wenn sie unbedingt will, was will der noch? Kannst du dieser Sache auf den Grund gehen? Dann nichts wie los. Ich kann alles. Fotografieren Sie eine Motorenfabrik. Sind Sie neugierig? Ja. Guck. Motorenfabrik bei Nacht. Du bist Welli. schneller als der elektrische Telegraph. Jo, das höre ich allgemein. So, Freunde. Noch ein ganz, ganz wichtiges Update, oder wohl eher eigentlich Upgrade meinerseits. Ich habe endlich rausbekommen, wie diese verkacktes... Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, danke schön. Wie das mit diesem verkackten Einflussboni funktioniert. Man glaubt es kaum, ich habe es endlich geschnallt. Ja, ich bin da auch in der Hinsicht leider, was heißt leider, doch in der Hinsicht leider noch nicht, oder nicht mehr so jung, nicht mehr so lernfähig. Nee, doch, aber ich bin halt ein bisschen zu oldschool. Problem ist, ich dachte, es wäre ähnlich wie bei Anno 1404. Wie dort das RUM-System. Aber nee, Einfluss ist ein bisschen anders. Es ist eher so, man könnte es vorstellen wie eine Bank, wie eine Aktie oder wie Bitcoins, whatever. Wir haben halt eine gewisse Menge an Einfluss, der ich ja ursprünglich mal falsch dachte. Der ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt warte ich eine bestimmte Zeit, dann habe ich wieder irgendwie 15 Einfluss mehr oder so. Es stimmt zwar schon, wenn ich jetzt eine neue Gesamtbevölkerung Anzahl habe, kriege ich mehr Einfluss, so wie es da steht. Okay. Aber ein aktueller Einfluss, den ich jetzt noch habe, also ich hätte insgesamt 937 Einfluss und 904 habe ich irgendwohin investiert. Ja, investiert. Zum Beispiel in, ich glaube, das Schiff zum Beispiel. Bereit machen. Genau, nee, stimmt gar nicht. Da ist der Schaden. Ja, in gewisse Dinge kann man halt seinen Einfluss investieren. Natürlich unter anderem in Inselanteile und so weiter und so fort. Ich glaube, das eher weniger. In Schiffe zum Teil aber doch. Ich glaube, das war hier bei Club Trelawney so der Fall. Dass sie bei den Segelschiffen, glaube ich, hier Einfluss haben oder so. Ne, auch nicht, hä? Da hat er bei gewissen Dingen, oder sehe ich das irgendwo? Einfluss im Detail. Ich glaube, hier sehe ich ja nur. Aber beim Militär habe ich eigentlich doch relativ viele. Handel geht eigentlich noch, wow. Ja, okay, sieht man so. Dass man den Einfluss so investieren muss. Und wenn ich jetzt halt den Einfluss bereits investiert habe und dann natürlich in Inselanteile, wie wir es ja. Hallo Mauscursor, vielen Dank für dieses Outfit. Genau, dann halt in Inselteil investiere und den nachher, sage ich jetzt mal, wieder verkaufe oder sonst in der Art, bekomme ich halt den Einfluss wieder zurück. Aber es ist halt ein ständiges Geben und Nehmen und ja, muss halt immer drauf gucken, dass ich halt den Einfluss, den ich bereits investiert habe, auch irgendwie wieder zurückbekomme. Was nicht ganz so einfach ist. So viel dazu. Stimmt, wir hatten noch was mit den Schweinen, war. Aha, mit dem Buch, weil wir jetzt Elektron nicht wegschicken. Eigentlich nicht. Uns wurde eine sehr... Also, lesen Sie beinahe vollständig. Frachtschiff steht bereit. In Befolgung des königlichen Befehls, die Flottille von Admiral Silva abzufangen, trafen wir um 13 Uhr am Cap Trelawney ein. La Coronas gesamte Armada ist hier, insbesondere das Flaggschiff, das durch seine imposante Größe und Macht beeindruckt. Eine solch unverhältnismäßige Eskorte spricht dafür, dass unsere Informanten recht hatten. Sie müssen das Cap Hound dabei haben, nachdem unser König sucht. Das ist der gleiche Eindruck wie zuvor. La Coronas Flotte ist gewaltig in ihrer Größe und Zahl, doch unsere ist besetzt mit erfahrenen und loyalen Seemännern. Wir haben die Möglichkeit, hier bei Trelawney einen entscheidenden Sieg in den Feind zu erringen. Dies wird jedoch nicht möglich sein, wenn wir uns nur auf das Zurückgelangen des Zepters konzentrieren, so wie es der König befiehlt. Zugegebenermaßen würde es dem Nationalstolz und La Corona einen harten Stoß versetzen, wenn es uns gelänge, ihnen diesen Talisman zu entreißen. Doch was ist mit dem unseren, wenn mehr als 1000 Seemänner für ein bloßes Schmuckstück für den Tod geschickt würden?
Nein, wir dürfen an nichts anderes denken, als an die beste Taktik, um an diesem Tag den Sieg davonzutragen. Da der König die Sicherheit der Festung auf den Klippen nicht verlassen will, können wir den Nebel dafür verantwortlich machen, dass wir seine Signale nicht befolgen. Heute trugen sich noch weitere Vorfälle zu. Um 15 Uhr fingen wir 2 feindliche Kanonenboote ab und versenkten sie zwischen 2 kleinen Inseln im Südosten, deren Klippen wie 2 einander zugewandte Wachhunde aussehen. Um 16:30 Uhr entdeckten wir am Osten eine Fregatte mit dem Wappen La Coronas, die Kissen aus einer kleinen Piratenbucht inmitten der spiralförmig angeordneten Insel schmuggelte. Und zu guter Letzt lieferten wir uns in der Nähe eines alten Wachturms zwischen den 3 großen Inseln im Westen ein Gefecht mit einem Linienschiff. Es sank mitsamt seinen Ladung, das hatten wir doch schon. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, offenbar ja nicht. Falls wir auf diesem Friedhof noch etwas finden sollten, können wir auch gleich die Geier beteiligen. Jo, könnten wir. Darf ich weiter träumen? Darfst du? Steht bereit. Ich hatte einen Stab. Hä? Wir haben ihn noch da. Möge sich ein freundlicher Geist meiner Wenigkeit erbarmen. Mehr Druck im Kessel. Muss die mir noch abgeben oder was? Darf ich weiter träumen? Halt. Leicht verrückt. Wenn ich sowieso unterwegs im alten Nate bin. Ja, viel Schrott hier. Kann ich mal noch... Ich habe keine Schweine am Vorrat, wa? Scheiße. Hilfe, hat meine Stimme versagt. Ja, ist ganz leicht. Ist immer so doof beim Let's Playen. Ich kann auch mal ein Let's Show machen, ohne zu quatschen. Hey. So. Dann segeln wir mal. Seite müssen wir eigentlich gut dabei sein. Ja, genau. Gehört die Insel bald uns. Sehr schön. Wir kaufen alles und investieren in alles. Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Gesamtbevölkerung haben. Ich frage mich halt, ob das immer plus 15 ist. Pro erste Stufe. Er weiß das schon. Da kommt er auch schon. Ich kann dir schon was zusammenbauen. Aber da Oliveira vor kurzem genau dasselbe haben wollte, fehlen mir nun die Baumaterialien. War ja klar. Wendemanöver. So, sie hat da immer noch irgendwie diese Furzidee mit den 500 Ingenieuren. Was sowieso lustig wird. Was sind wir eigentlich aktuell diesbezüglich? Und Heiterkeit. Ja, halt ohne Konservendose ist scheiße. Kann ich machen, was ich will. Von Ruhm können wir eigentlich verzichten. Weil ich importiere den garantiert nicht aus alten Wälder, kann es vergessen, Alter. Nee. Wir sollen mit dem zufrieden sein, was sie hier haben. Die Dinger wollen es noch gar nicht. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem. Naja. Ja, trotzdem muss ich ihn ein bisschen ausbauen, weil... Ja gut, sie... Ein Feuer ist ausgebrochen. Och nö. Ein neuer Das ist jetzt Auftrag. natürlich leicht scheiße. Ich wollte sagen, du machst ja gar nichts. Du bist einfach bloß da unten. Da gibt's noch... Was? Eine Aufgabe im Wasser. Okay, muss man gleich mal näher angucken. Route eingezeichnet. Ich bitte nur ungern um. Die Sonne brennt heiß. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Miguel. Wo ist denn der Miguel? Hallo Miguel? Ist er eigentlich Spanisch für Michael?
Maus, erhebe dich, wechsle den Cursor, ich beschwöre dich. Ah, da ist er. Du hast dein Wort wieder gehalten, Neffe. Hauskatze. Eine Hauskatze in den Zoo hineinstecken. Ja, nee, ist klar. So sehen wir aus. Apropos Aussehen. Niemand anderes verdient dieses Meisterwerk. Einfach so im Wasser. Schön. Und, welches Konto hat er das bekommen? Keines. Wunderbar. Ich bin sicher, sie können uns irgendwie helfen zu erblühen. Wenn wir die Ja, wird Spitze schwierig. erreichen, wird die Welt folgen. Kann ja schon ein paar Häuser hinpflanzen. Sie sind schneller als der alte Jornalero. Das ist wahr. Ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter. Sie kommen genau richtig. Wir wollten gerade Tee trinken. Das bezweifle ich. Produktivität. Bin nicht allzu schlecht. Ich will was auf dem Wasser. Der Beschuss. Ich weiß, nur eine unbedeutsame Gabe, erschaffen von Menschenhand. Was zum Henker? Wieso im Wasser? Was ist das für ein seltsamer Bug? Die Bewegung braucht neue Geh. Ich vertraue dir. Ja, das kann der Weile Daumen, so dass ich runtergeliefert habe. Ein Brief anno 2070, wa? Leider ihm noch nirgends. Hä? Hat er jetzt 2 Inseln hier unten? Krasse Scheiße. Bulgarer Pirat, wa? Was wollte ich eigentlich? Genau, Dingsbums ein bisschen Waren rüber schippern. Wenn ich schon mal kurz hier bin. Baumaterialien, das haben wir sowieso nichts, das ist klar. Sind unterwegs. Hoffentlich auch. Okay, so viel jetzt einfach mal ganz kurz dazu. Habe ich überhaupt Wind? Ne, natürlich Gegenwind, super. Wird sowieso geil. Hi. Ja, Schiff fahren wir immer vom noch. Stapel gelaufen. Dankeschön. Ich frage mich immer noch, wo zum Henker ist jetzt das Item, das wir eigentlich bekommen hätten. Was irgendwo im Wasser verschollen ist. Wir haben aktuell eh nur 2 Inseln. Wir müssen eigentlich die schon längst übernehmen, aber schwierig. Solange wir noch keine bessere Bilanz Es ist schwer, haben. an gute Beziehungsweise, ja, man kann ja sagen, Support haben wir. Könnte man eigentlich. Ruder Oh übernehmen. Mann. So, aber wieder nachts. Hä? Wir gerade verarschen? Ja, eben, dankeschön. Auf Ihren Befehl. So. Dann eben hier ganz kurz reparieren. Dankeschön. Weiter geht's im Text. Der Rest läuft eigentlich soweit alles. Außer du bist natürlich vollkommen überfordert. Ich sehe es schon. Wie allzu oft war in dieser Welt. So. Der alte Nate. Wir werden natürlich ihn nicht vergessen, alten Nate. Aber hier noch eine Aufgabe. Nee, das ist nicht wieder der gleiche, oder? Ich weiß, nur eine unbedeutsame Gabe, erschaffen von Menschenhand. Das ist ja nur 1800, WTF. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ich habe da irgendwo so ein seltsames Tagebuch. Jeder muss für sein täglich kämpfen, sie notfalls dafür.
Fast nicht ganz. Ich weiß, nur eine unbedeutsame Gabe. Jetzt endlich mal. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Ja, kannst aber laut sagen, nee. Warte mal, bei Musik. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Hat was, finde ich. Hat durchaus etwas. DLC klingt vertraut. Ja, kann man durchaus so... Alter, ich sehe kaum was, ist so dunkel. Kann man durchaus so sagen. WT... wo zum Henker ist jetzt... Ja, ich will... Ja, wobei, warum eigentlich nicht, war? Schicke ich euch 2. Bitte in den richtigen Modus. Dankeschön, wir hatten den Quatsch schon mal. Dass ihr einfach macht, was ihr nicht sollt. Zurück nach Cap Trelawney. Wir haben noch ein paar. Ne, sind es 2, stimmt eigentlich soweit. Außer die hier spielen immer noch. sich ein freundlicher Geist meiner Wenigkeit erbarmen. Soll das ein Bug sein, war? Naja. Erstmal die anderen Dinge, da kann ich immer noch beschweren. Irgendwo in ihnen steckt ein Funken Menschlichkeit. Ja, irgendwo tief versteckt. Ich brauche erst einmal 5 kleine Tonnen davon. Dann noch 5 hiervon. Steht bereit. Und eventuell, wenn ich schon dabei bin, noch ein paar Schweine auf Lager habe. Sie braucht 12 Tonnen. Gut, noch ein bisschen warten. Sind unterwegs. Dankeschön, Leute. So, die gehört mir. Dankeschön. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Stecken Sie ruhig Geld und Arbeit hinein. Ich hole sie mir dann schon zurück. Da habe ich so meine Zweifel. Dran anhalten. So, Freunde, Schmiedehof gehört uns, endlich. Hat ja lang genug gedauert. So, wir haben einen Einfluss zurückbekommen, den wir hier investiert haben. Macht soweit Sinn, wa? Dann gehen wir direkt mal weiter und holen wir die Insel zurück. Sie können sich ein kleines... Beziehungsweise, was heißt eigentlich zurück? Weil ich hol's mir einfach mal. Sonst sind die überall, aber jetzt, wo ich die Insel habe, kann ich endlich nochmal mit den Konservendosen was machen. Ich schätze nicht die Macht von guten Konservendosen. Und er hat ja einiges hier. Natürlich kaum Waren. Hat alle mitgenommen. Der Fettsack. So, ja, ich hab's gesagt. Da war natürlich ein bisschen schneller hier, aber nicht ewig Zeit. Kisten unter Deck. Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Jo. Meine wohl größte Erfindung. Das Signal tastet die Umgebung ab wie unsichtbare Hände. Und da, dieser Klang bedeutet Gold. Sind unterwegs. Oh Mann. Es muss hier irgendwo sein. Sucht den Grund ab. Ja, ja, ist ja gut. Da kann ich auch anders Von machen. mir aus freigegeben. Ja, echt jetzt? Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Neue Befehle? Ich wollte bloß das Treibgut haben. Viele Fenster, das lobe ich mir. Nicht so. Dann gehst du mal auf die Suche, wa? Nach dem Scheißdreck. Da kann man vorstellen, dass das mit Restaurieren damit zu tun hat mit den Ingenieuren. Deswegen geht es da noch nicht weiter. Wir kommen aus allen. Servus. Ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, es könnten meine Fischschiffe sein. Alter, rot, gelb, weiß, rot, gelb, weiß. Meine Matrosen knüpfen. Ich bin offenbar im Kriegszustand mit ihm, wa? Dran anhalten. Spielstand gespeichert.
Glaube ich aber nicht, wie schnell das immer geht. Aber jetzt nicht seine Insel, oder? Nee, nee. Wendemanöver! Wieso bist du eigentlich so am Arsch? Das Schiff wurde zerstört. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Woher nehmen Sie diese Feuerkraft? In die Takelage! Der Krieg ist für uns beide reine Zeitverschwendung. Warum kriege ich nur ein Item zurück und nicht mehrere? Liebes Spiel? Was soll das? Ja, dass natürlich der Bergungsding unterging, bin natürlich ein bisschen selber schuld. Ich meine, ich habe nicht gesehen, wann der erst explodiert ist. Ich war ein bisschen verwundert. Hey, wieso ist mein Bergungsschiff plötzlich beschädigt? Boom, explodiert schon die zweite Mine, Bombe. Okay, gut, kann man jetzt so oder so sehen. Ich sehe es lieber anders. Oh, scheiße, ey. Scheiße. Ich muss nur ganz kurz da weg. Ich wollte eigentlich ganz kurz das Spiel langsam machen, weil wegen den Schweinen für sie und so. Oh Mann. Zum Glück hat das Spiel gerade erst noch ein Autosave gemacht, ey. Alter. Trotzdem ist es scheiße. Ich würde am liebsten eine Runde scheißen. Aber erst nach der nächsten Folge. Ganz elegant natürlich zwischen den Folgen machen, ne? Mhm. So. So, da. Dann ist das Rote das, was ich... okay, gut. Das ist schon das Rote. Wieso habe ich irgendwie was Rotes und so? Jetzt macht es Sinn. Okay, Freunde, will ich trotzdem sagen... Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin jetzt mit ihm hier. Ich lobe aber nicht, ich habe einen guten auf dem Schiff. Aber natürlich jetzt wird meiner gleich zerstört, dann wäre es ein bisschen doof gewesen. Trotz allem, Moment, ich setze ganz kurz, nur kurz. Ich brauche 12. Bring mir fucking 12! Weißt du was, während der da sowieso noch da ein bisschen guckt, kann ja ganz kurz die Dinge noch schicken. So. Okay, hab's gar nicht gesehen. Gut, ich habe 12. Okay, jetzt ganz kurz das Schiff hier hin. Das andere bleibt noch, wo es ist. Und wir gehen ganz kurz zurück in die alte Welt, um die Folge zu beenden. Hallo, ich bin doch hier. Kriminell. Flotte beginnt Geleitschutz. So. Was ich eigentlich tun wollte, ist hier. Wunderschön, Freunde. Und mit diesem Gesang, dieser wunderschönen Aussicht, diesem tollen Publikum, natürlich auch euch mit eingeschlossen. Sound of our time, genau. Once upon a time kann man auch sagen. Anno 1800. Bis zum nächsten Mal. Unter Beschuss. Ja, super. Ciao zusammen.